Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und ich will heute etwas abgreifen, was auf der anderen Seite schon ein bisschen immer so durch meinen Podcast gezogen wird, etwas, was ich das öfter erwähnt habe, und wo ich noch ein bisschen abgestoßen bin, weil der Kursleiter vom meinem taoistischen Numerologie-School dieselben Punkt des Öfteren abgreift. Und zwar von der meinem Podcast ein bisschen verfolgt gebracht ist oft den Ausdruck New Age Esoterik. Den Kursleiter, der Fabrice Jordan, der schwätzt von Neo-Esoterisme, Neo-Spiritualität. Also stelle fest, es sind also nicht den Ähnlichen, die in der Zwischenzeit festgestellt haben, dass man irgendwo ein Problem haben, was die Richtung betrifft, die Esoterik mit der Zeit geholt wird. Und dabei gebrauche ich gerne das Wort Esoterik als wirklich globalen Ausdruck für ein paar Momente, ob man den Podcast durch. Dazu gehört Spiritualität, da gehört Hedentum, da gehört Hexentum dazu, all Sorten von irgendwelchen Techniken, die ihr gebraucht, wie Quartelieren, Pendeln, Kontakt mit der verstorbenen Welt abzuholen, etc. etc. Das heißt, die gesamten globalen Dingen, den globalen Punkt an dem Ganzen, hat irgendwie nie ein Tourneur gekriegt, die auf Dauer nicht gesund wird sind. Ich probiere mal ein bisschen daran anzuklammen, wo das eigentlich hier kennt, weil das ist nämlich die Sache, die ich mal bei mir gedacht habe. Ja, ich habe irgendwie nie auch festgestellt, dass du extrem viele Sachen grundlegend schief laufen. Aber vielleicht ist es mal in der Zeit ein bisschen zu erklären, was eigentlich wirklich geschieht ist. Also für wirklich mein Standpunkt, nicht nur mein Point de vue zu dem Ganzen, mir einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe, die war eigentlich folgendermaßen. Es ist schon durch meine Mom ganz viel an diese Richtung gegangen. Sind auch durch aus den christlichen Richtungen herausgegangen, gehen so weiter an einer christlichen Religion, an einer christlichen Region wie Lützeburg machbar ist, was auch ganz viel Feindseligkeiten mit sich hat, dass ich schon nicht an Religionsunterricht gegangen sind. Das spielt uns insofern keine Rolle. Und das ist ein bisschen so, das heißt, ich schon angefangen daran an meinen Weg zu gehen, wo ich bis so mal an die Welt rausgegangen sind, das heißt nicht mehr daheim über die Sache gesprochen und mehr auch an dem allgemeinen Umfeld draußen mit dem Thema kommen sind. Aber natürlich am Anfang, das waren die mich belächelt haben, wo ich an den Kontakt kommen sind mit den Leuten, die so Techniken an so Themen abholen. Ich weiß es nicht. Für das ganze Leben ausdrücken, stell dir vor, der Job mit einer Gruppe, der hat den Kopfhörer auf den Ohren, lauscht die Musik, ist glückselig, dass da an der Gruppe dabei sind, irgendwie nimmt der Kopfhörer aus, und stellt fest, dass die anderen irgendwo aufgetrifft sind. Natürlich schon ich mal am Anfang ganz fern vorgestellt. Ich war absolut klar, ja, wenn die Gruppe, wenn die viele Leute an einer Richtung ziehen, dann muss ich schon vollkommen falsch liegen. Also ich habe probiert, darunter umzuknappen. Ich schon irgendwo gemerkt, dass die Sache nicht gepasst wird. Ich schon mal jahrelang mehr gezweifelt. Und ich schon auch das Kilo mit meinem Podcast, die ich mache, schon so Elite-Feedback kriegt, dass auch nach immer leid, also bei mir, das war dann so 90er Jahre bis ran an 2000er Jahre, wir sind immerhin schon ein guter Schritt weiter, das ist ganz 20er Jahre weiter. Und ich schon das Feedback kriegt, dass auch da Leute sind, die einfach Bauchweh haben, wenn sie sich das angucken, was eigentlich dabei so ein Angebote gibt. Wo einfach so das Gefühl haben, da stimmt etwas nicht. Also ich habe mal einfach die Gedanken gemacht, von es so, und ich schon dazu an den 90er Jahren wirklich gesehen, an eine Richtung auftrifft, was ist eigentlich zu der Tischen geschieht, und für was hat sich die Sache so entwickelt. Und hier ist ein bisschen so eine Timeline, die ich an die Sache dran setze. Also ich muss ja verstehen, dass grundlegend Thema davon wahrscheinlich eine gute Krankenjahr ist, und sie hat ganz viel an erster Stelle natürlich mit der monotheistisch-patriarchalischen Religion zu tun. Das heißt, wir hatten schon an den 50er Jahren, 60er Jahren ganz viele Frauen, die angefangen haben zu probieren, sich von den
der Idee zu lesen von einem Christentum, wo sie daheim waren, wo sie wie soll so eng Aufhängigkeit de Mann gech nie verhaten an dat missen wie soll so dat nicht mal Dankbarkeit zu den der Tisch wo sie eigentlich wo dat einen undankbaren Job war, weil auf freiere Kulturen waren Ortfrage ganz oft die so hin waren an sich immer ausgekammert tun, wie sie sind dafür geeiert gehen. An irgendwo kommt dann natürlich du de Feeling heraus, dass das nicht funktioniert wird an den während sie do Richtungen gegangen sind, für hier Rechte anzustehen, für können schaffen zu gehen, für Auto können zu fahren, etc., für Wählen zu gehen, etc., etc. Hat sich das an den 90er Jahren Bemodern natürlich auch auf den religiösen und auf den spirituellen Bereich rübergezogen. Und das heißt, etwas, was auch Haut extrem auffällt, ich brauche ein bisschen zu gucken, den größten Teil von den Leuten, die zum Beispiel ein Video gucken, sind Frauen, das heißt, Männer gehen da eigentlich gar nicht so die Themen drin, obwohl ich wirklich immer Männer dafür invitieren, auch was meinen Podcast betrifft, da gesehen ich es nicht bei den Dingen. Aber das ist ein bisschen so, kann die so, dass ab einem gewissen Moment an den 90er Jahren sich das so etabliert wird, am Sinn von, also Männer, die sich schon gut geschützt an der Religion, an den monotheistischen Religionen, ja, das dann die Religion, als dafür Männer, an die Esoterik, und auch dann natürlich irgendwie die Gedanken von Hexentum, den als dafür Frauen do. An den haben sich die Frauen zum größten Teil zu Ehe gemäht. Das wäre aber nicht das Problem in der Geschichte. Den Haken in der Geschichte nicht bei dem ganzen gesehen und auch wirklich über Jahren, wo ich mich mit den Themen befasse, wo mir auffallen ist, dass es sich zwar von einem Christentum an einer recht frauenfeindlicher Mentalität probiert wegzubewegen, aber sie haben das nie verdaut, das heißt, sie haben das nie geheilt. Was geschieht mit Sachen, die man nicht verhehlen? Man verdrängen sie. Wir bekämpfen sie, aber wenn wir sie verdrängen, dann machen sie irgendwo den Tour, also sie sind einfach bei uns dran, aber wir erleben uns, wir nennen sie zwar dann anders, wir erleben uns genau dasselbe Verhalten, was wir bei den anderen abgereist verurteilen. Aber wenn sich dann ein bisschen zurücklehnt und dann guckt den sich was eigentlich alles geschieht ist, und das werden Themen sind, die ich auch noch abbringe. Ein von den absoluten Themen aus der Yin Yang, die werde ich noch wesentlich mit Dave Grenisch wirklich ein bisschen erklären und auch da weisen, wie die New Age Esoterik da gehauen hat, das eigentlich was Folgendes ist. Also, ein von den größten Punkten ist heutzutage an der New Age Esoterik, also die extremst weiblich angehaucht ist, aber den absolute Spiegel aus von dem, was Religionen machen, was monotheistisch-patriarchalische Religionen machen. Wir eigen neue Sachen an, wir klauen sie, wir interessieren uns nicht am geringsten, wo sie wirklich kulturell herkommen, aber was der kulturelle Hintergrund ist. Wir führen sie so an, wie sie gerade an den Grund passen, und dann gehen wir das als absolut Wissen weiter. Das heißt, die ich an erster Stelle dabei wirklich kritisieren, das sind die Leute, die das ohne auch nicht mehr am geringsten zu hinterfragen, das da weitergehen. Und Leute, die am Gang sind zu sichern und die dann dankbar irgend so ein Halbwissen an ein komplett verfälschtes Wissen abholen und dann aus alle Wolle gefallen, wenn es A nicht funktioniert, aber B, wenn sie davon irgendeinem Menke richtig gesagt haben, den sich vielleicht wirklich, ob man es mal mit der Kultur minimal dafür interessiert hat, wo das hier kommt. Tai Chi, also von den besten Dingen, Tai Chi heißt, aus unserer Stadt, was die anderen Leute halt platt Yin und Yang nennen, beste Beweis von wegen, ja, das ist das gut an das Base. Nee, also nicht. Ich werde darüber in einem anderen Podcast angehen. Mit du gesagt, das heißt sogar bis hin, dass die Gedanken festgehalten sind, dass es gut am Base an einer Form gibt, wie Christentum oder all die monotheistisch-patriarchalischen Religionen nicht weisen, geht schön brav mit rangeholt. Wir wollen zwar nichts zu dienen, aber wir haben nicht aber heilo großartig dann an unseren Dingen, haben nicht Tisch wie den Hellige Gral, und meinen nachher mal, wir hatten Recht an die Richtungen zu jugieren. Kultur, und nicht nur Kulturen, Techniken, die jahrhundertelang verschwunden sind, wie zum Beispiel Reiki,
von einem aus einer religiösen, aus einer christlichen Schule abgegriffen, ausprobiert, wo schon nur 300 Jahre kein do ist, für zu kontrollieren, ob nicht richtig möchte, geht der River aus dem fernen Osten hier an Europa niedergeholt. Aber was machen wir hier? Genau dasselbe für die Religionen machen. Wir haben nicht nur eine Richtlinie, von der wir sowieso nicht wissen, ob die Basis richtig ist. Inwiefern unterscheidet sich das von einer Bibel, die 100.000 Mal niedergeschrieben gehen, als die übersetzt gehen, also wo kein Machtgerät hat, ob Fehler da sind oder nicht. Du hast keinen Unterschied. Du probierst just leider einen Unterschied zu machen, weil sie sagen, nee, es ist schon nicht so wie die. Und sie machen sie noch immer, sie laufen noch immer an den selben Mustern. Wir haben damals nicht nur das, was als Dinge als Punkt ist, aber es gibt nur so viele verschiedene Splittungen, wie es an der Zwischenzeit an der monotheistischen Religion Religionsrichtungen gehen, weil wenn ich so schon Christentum, dann habe ich Katholiken, schon Protestanten, schon das, schon das, so viel. Und an Nummer 3 haben wir genau dasselbe. Das heißt, wir haben Reiki, wir haben Engelki, wir haben Rainbow-Ki, wir haben Einhorn-Ki, wir haben was weiß ich was. Dabei geht mal keine darüber an, wo das Wort Ki oder Chi herkommt, aber was das wirklich bedeutet, das interessiert eigentlich sehr wenig. Wir haben auch genauso religiösen Dogma fest. Das heißt, wir bauen genauso Dogmen an der New Age Esoterik ab, wie wir sie aus der Religion kennen. Das heißt, weil wir das nie verschafft haben, oder weil die Leute das nie verschafft haben, gehen sie hin und sie machen auch immer dasselbe, weil Sachen, die nicht mehr verdrängt sind, anstatt dass wir sie verschaffen, die fangen einen Handelstiere ran und die sitzen irgendwie nie auf ihrer Platz und sind am Gang, ihre Kaffee zu trinken, ohne dass die überhaupt mal gemerkt hat. Also, haben wir Dogmen. Das heißt, wenn ihr kennt und ihr seht, wo ist die Sache schon so geguckt, ich denke immer darunter bei der Tarotkarte, wo mir irgendwie nicht einkehren, aber so etwas von den Speicherlut abgegangen, dass man, das kann ich noch als Video gucken, das ist schon ein Video davon gemacht, dass Turmquart ein falsches Symbol ist, was explodiert, Sternequart der Sperma ist, Mondquart der weiblichen Zyklus an Fruchtbarkeit ist und Sonnequart mit einem Baby drauf Geburt ist. Wo ich da mal bei irgendeinem angesagt von wegen, was du schon daran kommen, dass den Turmquart auch mal einfach nicht mehr ein falsches Symbol kann weisen. Du gesagt, überall das männlich dran, wo du männliche Sachen dran interpretierst. Nee, du hast eine Logik da. Auch da ist so von den Punkten. Und ich will halt ganz klar den Cut machen zwischen den Frauen, die alleinerziehend sind und die probieren das Beste für ihre Kinder zu machen, und die innerschwellig nicht mitkriegen, dass man ihrer Orderweise an der Zwischenzeit eine exklusiv weibliche Welt dahin wollen sie stellen, sie eigentlich nicht nur mit Männern verdrängen an ihrem Leben, aber dass die Boven, die da auf die Welt kommen und die da gezielt die von denen Dingen, von denen Älteren, also von denen Mammen, die wirklich an die militant oder weiß gehen, also die innerschwellig militant, die passiv-aggressiv oder weiß, trotzdem denen Boven eine absolute Message mit darüber gehen, dass sie als Männer nicht wert sind. Moment mal, erinnert euch das nicht an irgendetwas? Wir haben 2000 Jahre lang als Frauen viel gegaukelt gekriegt, dass wir nicht wert wären. Mengen lo wirklich die Leute, was man 2000 Jahre gebraucht haben, für zu merken, dass das nicht gesund für die Frauen ist, dass man nur noch 2000 Jahre drin denken, bis man das bei den Männern auch merken, und dass wir endlich auf den Punkt kommen, dass wir die Beitseite brauchen, die Beitenergie brauchen, für das wir überhaupt eine gesunde Kultur können erschaffen. Und das sind so die Tricken, an die da dort, an was für eine Richtung das dort geht. Das heißt, da gibt es Sachen geholt, egal von wo, sie gehen jugiert oder bekämpft, wie kreuzt sich während den religiösen Kriegen. Da gibt es Sachen geklaut, wie die Feiertag an ganze kulturelle Uneignungen vom Hedentum, die in heutzutage am Christentum an irgendeiner Form rümpfen. Da gibt es Sachen verpönt, aber belächelt, klein gemäht, weil hanndrun eine Angst hat, die nie verhehlt ging ist. Und das ist die Richtung, die New Age Spiritualität, New Age Esoterik hat. Und die ist genauso hartherzig, genauso kahl und hat genauso einen Mangel von Empathie wie ein Christentum. Die berühmten typisch Weise von wegen, oh guck,
Es sind eine gute Dinge, es sind eine gute Mensch. Und dafür sind ich, liebe deinen Feind, liebe deinen Nächsten, so an der Richtung. Auch wenn ich dich schon jugieren und dich für schlecht beurteilen, weil du nicht nur Mengen Dogma liebst, weil du nicht an Mengen Richtungen herangehst, weil du irgendwo die Sachen erfräst, dass ich Sachen inzwischen geklaut habe, und sie mal gerade so, wie ist das? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und dass ich dann einmal auf den Dinge kommen, dass jeder Verein, den das guckt, und sagt, wow, irgendwie finde ich mich nicht wohl, so nicht dem, dass die schlecht ist. So wie wenn ihr bei mich könnt, die mich probiert zu bekehren, aber wenn ich noch 10 Minuten so meiste giftig einfach, gesagt, du bist ja nicht am Frieden, weil der das ist, weil der Gott fehlt. Es gibt keinen Unterschied. Bis hinzu, und das fand ich genauso interessant, wie viele Leute haben nicht miterlebt, die sich den Buddhismus zugewandt haben. Aber wenn ihr 2 Worte mit der schwätzt, sind sie genauso dogmatisch, genauso bewertend, wie ein von den, wie von, ich will auch nicht alle Christen an den Lippen haben, da sind da auch drin, die kämpfen, und die gucken etwas zu fangen, wie die typisch, so mal bibelfest Christen, so, das ist kein Unterschied, aus welchem Grund. Weil sie den Buddhismus nie gewählt haben, weil sie den Buddhismus wollten wählen, mehr weil sie den Buddhismus geholt, weil sie sich vom Christentum wollten entscheiden. Schäden. Weil sie davon wollten wahrscheinlich. Das heißt, es war nie ein Hin zum Buddhismus, es ist just weg vom Christentum. Das sind keine Buddhisten. Das hat nichts mit Buddhismus zu tun. Okay, mir ist natürlich bewusst, ich bin meinen Eltern dankbar. Sie haben so weit es machbar war, haben sie mich aus dem Christentum rausgehalten. Wir sind nicht gedämpft gehen, weder mein Bruder noch ich. Und irgendwie war ich frei, mal in andere Richtungen zu gucken, die sagt zu einer Frauen, ja, ich hatte auf der anderen Seite die große Chance, ohne zu gerade wie das Skywalking Stick Man Alone, dem man mit Schamanismus gewissen hat, was das ist, wenn er nicht durch als Wannabe-Geschichte gegangen als wo Leute mengen, weil sie ein Wochenendseminar gemacht haben. Wir hatten sie irgendeine Ahnung, was Schamanismus wäre. Den erklärt wird, dass es durch den kulturellen Hintergrund fehlt, für dass man mengen, dass es so könnten unegnen, ohne nicht minimal wenigstens klein Bredischer zu backen. Genauso wie auf der anderen Seite irgendwie nie wo den Tour gemacht haben, nachdem auch das Geiz immer gesagt wird, erst dich mit anderen Kulturen und mit anderen Wissen dich befasst, wie wäre mal, wenn du den eigenen Wurzeln gibst, fangen, wo ich und Keltentum auch noch viel mehr stark und Germanentum und das Nordisch gerade sehen, bis ich dann noch an die andere Seite manche Klatsch, der Brede weh an den Taoismus fallen. Das sind alles Richtungen, die uns sich kein typisch Werturteile haben, wann sie wirklich an seinem Ursprung, an seinem Kern kann erleben, an der Funde lehren kann. Das heißt, wir haben dasselbe Problem, wenn wir die Pseudo-Schamanisten holen, die Haut drüber laufen und die Menge, sie können nicht etwas über Kräfte beibringen. Sorry, wo ich dem Skywalking Stick Man Alone Verschiedenes darüber erzählt und den Handy mit dem Kopf zusammengeschlagen. Und gesagt, das ist nicht die Weise. Das kann nicht sein, dass du Leute, das ist auch die Leute, die bei sie gehen, am Sinn von, da sind die gehen nur hin, die wohnen, die leben 3 Monate mit Indianern zusammen an der Menge, die hatten eine Ahnung, was das wäre, die indianische Kultur inne zu holen. So funktioniert das nicht. Und das sind alles nicht mehr Fluchtreaktionen. Du hast nicht irgendwo mal verschiedene dazwischen. Und das sind die Haut nach kämpfen. Der Rest, der lebt trotzdem so in Richtung, merkt, dass das halt das Supermarché für alles wäre. Da wären sie entweder höchst spirituell, also sie wären erleuchtet und sie hätten trotzdem Gott nach auf ihrer Seite, auch zu dem Kontext und zu dem Konzept fertig kommen. Die anderen, die laufen durch Gegend, sind Reiki-Meister an Rainbow-Reiki, an Einhorn-Reiki, an da kommt nicht mal zu, sie kommen am Einhorn. Das tust wir sie. Das rein aus an seiner purer Dinge rein aus. Nee, Jungen, das tut den Hör ab, das dir, das ist ein falsches Symbol, was pinpoint möchte, was genau darauf weist, wo es weh geht. Und das hat bei weitem nicht einfach nehmen irgend so eine reine Kreatur aus, mit ganz viel auf Grenzen hinweist, dass seitdem, wenn ihn mal ein bisschen Last von dem, was auch über Facebook lebt, von wegen, für was da gerade bei Schottland
hier d Wahrzeichen ein Einhorn ist, inklusive enger Dächtel. Das klingt zweimal nicht gerade unbedingt nur der typische Licht- und Liebe-Geschichte. Und noch da geht etwas drauf gepatscht an irgendeinen, den sich noch nicht, den nicht Möglichkeit hat, sich damit zu befassen, die kann sich den Informationen nicht erwehren, von denen keine Ahnung kann haben, ob die Informationen auch nicht mehr minimal richtig sind. Nur versteht vielleicht den anderen, wo das hier kann. Das heißt, die New Age Esoterik, das kann ich so vorstellen, wie ich vorhin erklärt habe. Ich jogge da mit meinem Kopfhörer und ich gehe mir weh, und mir weh ist noch immer insofern, ob man es minimal klar an die anderen, die sind da klatsch ins Busch an den Sumpf gezogen. Aber das ist, das, was sie da zieht, das ist nach immer das ganz unverhehlten Traumata par rapport zu Generationen von monotheistisch-patriarchalischen Dogmen, die da festhalten, an diese nicht losgelassen. Es sind nicht allein an der Zwischenzeit. Wie gesagt, Fabrice Jordan als eine von der Thiel Sahn hat letztens gesagt, ich merke auch, dass ich immer mehr am Gang bin, das zu bekämpfen, was zwar die so groß spirituelle Meisterin gesagt haben. Wir kommen los auf den Punkt, dass ein ganzer Kopf Leute, ja, das Bauchgrummeln haben. Und merken, dass das nicht ist. Und dass vielleicht in der Zeit Esoterik mal grundlegend zu gucken, auch energetische Heilmethoden mal grundlegend zu gucken, weil grundlegend waren energetische Heilmethoden darüber aufgebaut von wegen, ich kann der Energie geben zu heilen, wenn du willens bist, um der zu schaffen. Und nicht, oh, ich gehe da mal so ein bisschen und geht so, wow, ich brauche einen neuen Schuss, dass es so eine Aufhängigkeit an eine Sucht gehen ist. Das, wie hat ich das genannt? Das ist die ganze Richtung, also eine Fluchtsucht, also eine Fluchtsuche, aber nicht in Dinge für wirklich umzukommen. Das ist so, wie wenn die Leute zwischen an Hotels wohnen, weil sie nachher immer nicht herausfinden tun, wo sie wirklich hingehören, weil sie nicht gewisse kriegen, weil immer die Fassade dafür drin ist, von gut, von böse, an hell als gut, an böse, das ist deichter. Und da probieren wir mit den Eins zu gehen. An all diese Sachen erleidet natürlich auch noch immer, Frauen sind nicht gut, also machen nur Frauen alles für gegen das Base zu kämpfen, für zu weisen, dass sie die gut sind. Mit dass sie da genauso mit den Basen klackt Männer alle gute mit dran sitzen, an denen auch alle so eine kleine Seitenhieb gehen. Einfach mal ein bisschen Luft holen, mal stehen bleiben und sich zu hören. Kann das wirklich sein? Ich hatte schon ein paar Mal erklärt, wo die Sache mit Corona war, wo Leute gesagt haben, gerade könnte der großen Umschwung, auf wen lohnt, wen er nicht fand, wen nicht lohnt, nicht begriffen hat, aber der geht inner. Es wird ja im Grund sind die Leute, die Menge, sie müssten Noah auf der Arche spielen. Aber vielleicht, dass du den anderen, der da probiert hat, auf die Arche zu kommen, die da probiert, irgendwo Fuß zu fassen an dem ganzen Sumpf, an dem ganzen Wust, den er da gibt, vielleicht, dass du den anderen, den also feststellt, dass er mit seinen Überlegungen gar nicht so falsch ist, aber probiert, eine wirkliche Clean Slate zu machen, die Traumata an Hand und dran zu verschaffen und dann sich dahinter zu sitzen und zu sagen, okay, was schwingt wirklich ein? Womit sind ich wirklich am Einklang? Aber wenn wir das bis von tun, dann ist vielleicht eine Chance, dass wir ein heilsames Modernien an ein friedfertig an ein gesund Modernien haben. Aber wie gesagt, ich kann nicht mehr hoffen, dass es nicht um 2000 Jahre dauert, wie die andere Seite gedauert hat. Der Pendel ist am Gang an die andere Richtung zu schwingen. Das ist so nice zu überlegen, ob man genauso weit schwingen lassen, wie Fedro geschwungen ist, oder ob man direkt abfangen und die Sache vielleicht los anschwingen lassen. An dem Sinn wie immer, vielmals merci für das Lauschen. Schöne Mittag, schönen Abend, a gut Nacht.